Bonjour alle Gur, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Die könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubstern. Ich will euch heute über ein Problem schwätzen, den uns am Europaparlament schon seit Jahren beschäftigt, an den uns an den nächsten Monaten nach zu vielen harten Auseinandersetzungen an dem Parlament wird feiern. Und das die Liberalisierung von der Post. Zu Lützeburg als das Postsyndikat auf den Barrikaden warnt für eine verhängnisvolle Folgen, wenn 2009 an der gesamten EU der Postmarché liberalisiert wird. Der 1. Januar 2009 soll nach der Proposition von der EU-Kommission den nach verschiedenen Ländern noch zu Lützeburg bestehende Monopol bei der Briefpost bis zu 50 Gramm abgehoben gehen. Das für, wie sie so eine gellische Bannemerk auch an dem Sektor zu schaffen. Den Universaldienst, das heißt, dass dir alle Gur Post überall am Ländchen 5-mal an der Woche an Briefkirche geliefert kriegt, an auch Post verschicken könnt, soll garantiert bleiben, mehr als Post dann noch Postgewerkschaft fährt, dass das dann nicht mehr bis an das kleinste entlegene Stiefchen assuriert kann gehen, oder aber es gingen viel mehr Kosten auffallen. Sie gesehen auch ein Gefahr für das Briefgeheimnis, weisen darauf hin, dass viele Arbeitsplätze im Spiel stehen. Bei uns sind Briefträger bekannte Staatsbeamten mit Lohnkonditionen, die natürlich viel besser sind, wie das bei den privaten Firmen der Fall ist, die aber los schon bei Briefen über 50 Gramm, aber bei Päck einer Post solid Konkurrenz machen. Es geht der Lob vom Europaparlament der Wert, ein bisschen Verstand an den Dossier zu bringen, so dass Eispost auch nach überleben kann, nur 2009. Wir sind auch nicht allein, 9 europäische Posten, in anderen auch die Belgische, und die Französische, die sich zusammengetan, für an dem Dossier hier Interessen zusammen zu verteidigen. Die Belgische Post, die hat zwar Eiserpost schon ihren dicksten Client, den Office de Publication von der EU, der sei Sitz zu Lützeburg wurde weggeputzt. Der Rapporteur am Europaparlament an dem Dossier ist mein Kollege Markus Ferber von der bayerischen CSU an einer Kommission für Transport und Tourismus. Ich habe schon mit ihm geschwätzt, für ihn meine Sorgen durchzulegen. Aber wo ich das gemacht habe, da wollte von mir wissen, wie so etwas möglich wird, dass Belgien als den Marché wegputzen. Ich musste erklären, dass die belgischen Staatsbeamten, also auch Briefträger, die Staatsbeamten an der Belgien, mindestens ein Drittel, Männer verdienen, wie die Briefträger bei uns. Und das Eispost mit ihren Lohnkosten an dem Marché einfach nicht mehr konkurrenzfähig ist. Das nicht nehmen gegenüber Privatfirmen, bei denen Lehn hauptsächlich für Frontalieren, die nicht einmal an denen Firmen 50% von dem verdienen, was Eispostbeamten verdienen für dieselbe Arbeit. Wie gesagt, an der Belgien sind Briefträger auch Staatsbeamten, aber sie sind eben Männer gut bezahlt wie bei uns. Eispost, die assuriert rund 1500 Vollzeitjobs. Die Postmarkt zu Lützeburg ist für die Konkurrenten auch besonders attraktiv, wann liberalisiert wird für Wert. Weil bei Eis pro Kap von der Bevölkerung von allen EU-Memberstaaten die meisten Briefe ab Päck auffallen. 455 am Jahr. Also am Durchschnitt natürlich. Mit einer hohen Densität von der Population am Post fährt 600 Arbeitsplätze geben Spiel stehen, wann Vorschläge von der EU-Kommission so wie sie für Laien Gesetzgebung gehen. Die Vorschläge fallen allerdings nicht plötzlich vom Brüsseler Himmel. Seit 1997 sind 14 Etüden gemacht, die dann nach zwischen 2004
an 2006 durch 6 Grieser Analysen ergänzt goen, 10 öffentlich Workshoppen hu stattfand, tausenden Umfroen, öffentlich Konsultationen, eng Prospektivetüd, eng Sektorsetüd, bref, Kommission basiert sich für hier vier zu lehnen, ob all die 4 Erbichten an Etüden, für dann zur Konklusion zu kommen, hier 4 Schläge für ein komplett liberalisieren, geben zu kennen wesentlichen Konsequenzen für die Qualität vom Postdienst an, für die Preise, für die Services zu Lützeburg feiern. Es geben sogar mehr Arbeitsplätze geschaffen, mengen sie. Das will allerdings nicht jeder leben. Ich persönlich bin nicht Member von der Transportkommission am Europaparlament, die für den Hauptbericht zu den Vorschlägen für den kompletten Aufbau von allen Sonderrechten von der Post zuständig ist. Aber ich bin Member von der Kommission Ökonomik und Monetär, die ein Avis zu diesen Propositionen ausschafft. Das Woche habe ich auch Gelegenheit gehabt, für Eissurgen durchzulegen, auch für eine Lesung zu plädieren, mit der als Post leben könnt. Das ist nicht einfach. Es muss allerdings gewusst sein, dass, wenn nicht geschickt, die jetzige Postlinie, den Postrichtlinie, also das Gesetz, was wir an Europa für die Post, dass das den 31. Dezember 2008 aufläuft. Das heißt, dass dann auch für den Postsektor ganz einfach die allgemeinen Konkurrenzregeln vom EG-Vertrag gelten. Und das wird noch viel mehr schlimm. Wir brauchen also eine Anpassung von der jetzigen Direktive. Wir sind voll an der Diskussion, und es liegen auch schon Vorschläge, das für eine equilibrierte Lösung zu finden, für den Universaldienst aufrechtzuerhalten, für das die kleinen Klienten, Privatleute, wir denken nicht an die Großfirmen, die Hunderten und Tausenden Envois machen, aber dass die kleinen Leute nach zu vernünftigen Preisen und Konditionen einen Brief kriegen und auch fortschicken können. Ich selber habe schon ein Amendement abgebracht, für zu proposieren, das Service reservé bis 2012 zu verlängern, für die Länder, die das wählten. Dadurch soll Liberalisierung dann auch nicht automatisch sein, aber es soll noch eine Retüde proposiert gehen, was aufgrund von den Erfahrungen, die vielleicht nicht so positiv sind, wie die Kommission an anderer dat haut mengen, für dann zu sehen, was sie geschehen hat. Ich werde euch weiter über diesen Dossier informieren und dem natürlich nicht nur ein Briefträger, aber auch jeder von uns interessiert, dass für das sie 5 Tage pro Woche seine Post kriegen kann und auch seinen Brief an andere Envois fortschicken kann. Also bis demnächst an diesem wichtigen, komplizierten Dossier.